die ganze Gelenkstruktur von allen Gelenken. Wenn Sie anschauen, hier dieses gemaltes Bild, das ist ein Ausläufer von Nervus tibialis. Und gerade da, auf der Fußsohle, sind sehr schmerzhafte Punkte. Die Nervenausläufe laufen bis zum Zeh. Und gleich mit den Dorngriffen können wir diese neurale Struktur mobilisieren. Sprunggelenk, genauso. Original Dorngriff. Dorsalflexion, Plantarflexion. Beim Anfang mobilisieren wir Nervus tibialis. Beim Plantarflexion ist es Stress für den Nerv. Darum auch die Dorngriffe halten wir kurz, sanft. Trotzdem ist es eine bestimmte Dynamik da. Und vergessen Sie keine Bewegung ohne Beteiligung des Nervensystems. Impuls an der Fußsohle, am Zeh, am Sprunggelenk ist sofort gemeldet zum zentralen Nervensystem und die ganze Körperhaltung kann sich damit verändern. Noch andere Bilder Richtung Neurodynamik. Plantarflexion und Inversion. Mobilisierung Nervus peroneus. Dorsalflexion, Inversion, Nervus suralis. Plantarflexion, Supination, Nervus plantaris. Alle Verletzungen der unteren und oberen Extremitäten, da komme ich noch, verändern die Nervensystemmechanik. Das kann zu Fehlstellungen des Bewegungsapparates führen, weil der Körper seinen Weg zur schmerzfreien Beweglichkeit sucht. Gerade Füße und Hände brauchen diese richtige Mobilisierung. Das sind viele Ausläufe der Hauptnervenbahnen. Und da proximale Verletzung auf der Nervenbahn kann sich auswirken am Fuß oder auf Hand und genauso umgekehrt. Selbstverständlich gehört dazu auch Automobilisation, Hausaufgaben. Ohne Hausaufgaben keine Dornbehandlung, keine Mobilisation des Nervensystems. Das farbige Bild, wo der Fuß diese farbige Bällchen hält. Es ist ein Teil von Mobilisation Nervus peroneus, aber gleichzeitig auch Dornmethode. Jetzt kurzer Blick auf die Nerven und Meridianbahnen am Fuß. Nervenbahnen, Blutgefäße und Meridianen oder sozusagen alle Strukturen laufen so eng zusammen. Und manchmal ist es sehr schwierig, während der Behandlung diese Systeme zu trennen. Das bedeutet, wenn wir therapieren am Meridianen, kann sein, dass wir doch in der Nähe von bestimmten Nervenbahnen therapieren
unbewusst. Darum denken Sie immer daran, effektiv, dynamisch, aber sanft. Hier am Bild sehen Sie Nervus sciaticus. Nerv, 1,5 cm Durchmesser, längster Nerv am Körper, Austritt L4, 5, S1, 2, 3. Seine Ausläufe, Nervus tibialis und Nervus peroneus communis, bis zum Fuß, bis zur Fußsohle. Und gleichzeitig Blase, Magen, Gallenblasenmeridian. Auf der Innenseite des Fußes Ausläufe Nervus saphenus, Ausläufe von Nervus femoralis, welche endet eigentlich am Oberschenkel, und dann Ausläufe Nervus saphenus, Meridiane, Niere, Milz und Leber. Diese Strukturen brauchen viel Erfahrungen, oder der Therapeut muss viel Erfahrung sammeln, bis diese Strukturen trennen kann. Aber trotzdem, es ist sehr wichtig, diese Behandlungen wie am Nerven so auf Meridian einbeziehen. Jetzt habe ich woanders gedrückt. Na komm. Noch zurück zum Nervus sciaticus. Dann gehen wir weiter, Entschuldigung. Jetzt. Fußstellung. Was hier sehen, ist oft eine klinische Auswirkung falsche Fußstellung. Passiert oft beim Läufer, beim Marathonläufer im Sport, sogenannte Haklund-Syndrom. Einmal hat mich Patientin besucht nach 3 Operationen, Ganglion und ständige Schleimbeutelentzündung zwischen Achillessehne und Ferse. Hat's nicht geholfen. Mit den Dorngriffen und Neurodynamik konnten wir richtige Fußstellung bei den Patienten, natürlich mit der Selbstübungen und ganzen Programm, und am Schluss auch Kinesiotaping. Aber es geht alles, wenn der Patient aber bereit ist, dieses Programm weiterzuführen. Nicht nur Behandlung, aber auch die Übungen. Jetzt noch kurz zum Kniekorrektur nach Dorn. Es ist Ihnen bestimmt bekannt, dieser Griff. Vorher habe ich gesagt, SLR-Test, Anheben gestrecktes Beines. Bei diesem Test kann man sehr gut differenzieren, Schmerzen im lumbosakralen Bereich oder Schmerzen in der Hüfte. Wenn wir Kniestellung einnehmen, wie beim Dorngriff, und die Schmerzen in dem Rücken oder in dem lumbosakralen Bereich verschwinden oder sich zurückbilden, kann sein, dass es neurale Struktur einbezogen ist. Weil wir haben Hüfte überhaupt nicht, Stellung von der Hüfte verändert. Wir haben verändert nur Kniestellung.
Bei dem Kniekorrektur nach Don können Sie ruhig dem Patienten sagen, haben Sie aktiv Ihr Kopf, Nackenflexion. Da kann passieren, dass der sagt, hoppla, ich habe auf einmal einen Zug im unteren Bereich vom Rücken. Da muss man ein bisschen tiefer mit dem Bein, dass diese Spannung in der neurale Gewebe reduziert wird. Weil gleichzeitig bei dem Kniekorrektur mobilisieren wir Nervus ischiaticus, Nervus peroneus, Nervus tibialis, Nervus femoralis und Nervus saphenus. Weil wir halten auf den bestimmten Bereichen oder drücken wir in die Muskulatur. Und die Muskulatur ist durch Nerven innerviert. Und die haben irgendwo Rezeptoren. Und gerade wenn wir Don-Griff am Knie ausüben und fassen wir oberhalb der Patella, wo der Nervus femoralis teilt, auf seinen Ausläufer, Nervus saphenus, gleichzeitig mobilisieren wir nervale Struktur. Jetzt noch Original Kniekorrektur, da ist Ihnen bekannt, 2 Griffen. Erster Griff vom Herrn Dorn mit Jochbein, zweiten Griff, Kniestellung 90 Grad Winkel. Und da haben wir einen Test, sogenanntes Slump-Test, Neurodynamik-Test. Können wir auch eigentlich sagen, Kniekorrektur nach Dorn können wir genauso im Sitzen machen. Und gleichzeitig mobilisieren wir oder machen wir ein sogenanntes Slump-Test in einer Version. Wenn man Nackenflexion, wie Sie hier am Bild sehen, und kommt eine Spannung in der nervalen Struktur vom Nacken bis zu Fuß, bis zu der Ferse, können wir auch als Therapeuten ausgehen, dass Spannung in den Spinalkanal hervorrufen ist. Und da können wir mit dem Griffen mobilisieren der Nervus ischiaticus. Dieser Griff zur Mobilisation ist sehr sanft, dauert kurz die Mobilisierung und es darf auch nicht über Schmerzen weitergeführt werden. Natürlich kommen nach der Behandlung Selbsthilfeübungen, wie nach Don-Therapie, so nach der Neurodynamik. Vorher habe ich etwas gesagt über Slump-Test. Hier sehen Sie Original-Slump-Test am Bild. Ich nehme an, dass beim Physiotherapeuten ist dieser Test bekannt. Dieser Test, die Linie zeigt sich, Verlauf von dem ganzen, vom zentralen Nervensystem in die Peripherum bis zu dem Zeh. Eine Spannung für neurale Struktur. Dieser Test sollte man mit Vorsicht probieren beim Patienten. Da muss man schon mehrere Kenntnisse haben, aber kann man sehr gut diagnostizieren und auch die Schmerzen differenzieren.
Und hier scheinen Sie ein bestes Beispiel für eine falsche Körperhaltung. Ich weiß nicht, wie sitzen Sie jetzt? Dorntherapeuten, Bein überschlagen, aufrechte Sitzhaltung. Probieren Sie schön. Setzen Sie sich gerade, Beine schön am. Und können wir gleich eine Neurodynamikübung machen. Herr Don hat auch gesagt, schön aufgerechte Sitzhaltung. Beine, beide Beine schön am Boden. Und jetzt probieren Sie, verlagern Sie Ihren Rumpf über rechtes Bein und probieren Sie mit linken Fuß bisschen in Boden Typ. Verlagern Sie Ihren Rumpf in die Mitte. Bleiben Sie, nehmen Sie die Haltung schön aufrecht und wieder auf die andere Seite. Es ist eine Übung aus der Neurodynamik und auch aufrechte Sitzhaltung nach Dorn. Nicht Bein überschlagen, nicht zusammensacken, schön aufrecht. Wir können noch eine Übung probieren, bevor ich mit den Armen anfange. Sie können sitzen bleiben oder im Stehen. Mobilisierung der Halswirbelsäule nach Dorn. Können Sie bestimmen. Greifen Sie mit linken Fingerspitzen